Herzlich willkommen und frohe Weihnachten. Wünscht Viva la Illusion. Es ist eigentlich jetzt schon echt lang her seit unserer letzten Weihnachts-Special-Folge. Weihnachten müsste. Und der Seppi hat gesagt, er möchte unbedingt halt mir das Intro machen, weil er eben bei uns das Intro bis jetzt noch nie gemacht hat. Und jetzt übergebe ich die weihnachtlichen Worte. Du Schweinepinsel, ich hab gerade gesagt, den trau mich nicht. Schweinepinsel. Seppi. Herzlich willkommen, weiterleben Fußballfreunde hier in Weikenrund. Wir machen eine Weihnachtsfolge und das heißt, es gibt Lebkuchen. Lebkuchen. Die beiden Herren haben sich bereit erklärt, mit mir hier einen auf Bioleck zu machen und eine Eisenbahn zu bauen. Weihnachtliche Eisenbahn. Immer. Also Eisenbahnen weihnachtlich sind, das weiß jeder. Und am Christbaum fahren ja auch oft Eisenbahnen und so. Dann gibt es einen Polarexpress, den Film. Es ist einfach, Eisenbahn ist was Weihnachtliches. Das ist ein beliebtes Suizidwerkzeug für frustrierte Weihnachtssingles. Irgendwann für Torwart. Du, sag mal, da wo du die gekauft hast, wie viele Häuser gab es denn da zu dem Zeitpunkt noch? Gar keins. Gar keins. Das war wirklich alles vergriffen. Ich habe ihn aber schon im Oktober geholt. Aber es war halt alles schon weg. Also ich bin nicht spät dran gewesen, dass ich einkaufe. Ja. Aber ja, wir haben uns eben gedacht, Weihnachtsspecial, damit es nicht mehr der gleiche Mist ist, den wir sonst verzeihen. Und der Mike auch nicht dabei ist, machen wir was ganz was anderes wieder. Übrigens, das ist Fairtrade. Der Kakao ist Fairtrade. Oh. Ganz wichtig, da habe ich Wert drauf gelegt. Haben wir gesagt, machen wir ein Lebkuchenhaus, das dürft ihr uns zuschauen dabei und wir unterhalten uns einfach mal über unsere tollen Weihnachtserlebnisse. Ja, genau. Da haben wir uns wirklich stundenlang darauf vorbereitet. Wie immer. Anders kennen wir uns noch nicht. Ja. Und weil wir selber nicht genau wissen, wie lange das dauert, fangen wir jetzt einfach mal nebenbei hier an. Ja. Kani, du sag mal, was war denn so dein schönstes Weihnachtsgeschenk? Mein schönstes Weihnachtsgeschenk? Ich habe wirklich genau aus dem Weg jetzt. Ich habe wirklich feilschöne Sachen gekriegt. Oh, es ist so heiß. Das ist schon wieder so heiß da herin. Ich weiß überhaupt nicht, wie das rechtfertigt, so dass ich dann irgendwann in der Boxershort drin stehe. Ja, das ist eh wurscht, wie FSK 18 dann. Eins von meinen schönsten Weihnachtsgeschenke war tatsächlich sogar die Figur, die da vorne steht. Dieser Son Goku. Oh. Die Figur, als ich nämlich das erste Mal gesehen habe, die wollte ich unbedingt haben und ich habe es dann vergessen, dass ich es kaufe. Und habe die dann von der Freundin geschenkt gekriegt zu Weihnachten und da habe ich mich sehr gefreut, weil ich, Dragon Ball, vor allem die erste Dragon Ball Generation ist für mich das absolute, ich liebe es. I do love it. Das war mein Highlight. Trennen Sie bitte zunächst die Lebkuchenteile 1 und 2 in A, B, C und D. So ein eleganter Übergang. Ich wollte gerade sagen, also das ist direkt ohne Schnitt. Und Teil 3 in E, F, G, H und I. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Okay, was ist Teil 3 sowieso? Seppi, vielleicht erzählst du dabei mal, was du für tolle Weihnachtsgeschenke schon gekriegt hast. Mein tollstes Weihnachtsgeschenk waren 150 €. Da haben wir am allermeisten gefreut. Wie alt warst du? 33. Okay. Dann vielleicht ein tolles Weihnachtsgeschenk aus deiner Kindheit? Nein, das war das Tollste und gleichzeitig war das auch das Traumatisierendste, weil ich habe als kleines Kind, also richtig kleines Kind, da war ich so ein Saxophon-Fan. Saxophon? Ja, ich habe Saxophon mega geil gefunden. Jeder, der Saxophon gespielt hat, ja, da gibt es ja zum Beispiel die Folge mit dem Zahnfleischblut der Murphy, der auf der Brücke sitzt und das war der Held meiner Kindheit. Und dann habe ich so ein Saxophon gekriegt, das Kind, so ein Plastiksaxophon und bin voll abgegangen. Ja. Dann habe ich gedacht, jetzt wieder der nächste Zahnfleischblut der Murphy. Ich stehe so da, gehe voll ab und dann fliegt es mir. Ich weiß nicht wie genau, wie das passieren kann, aber es fliegt mir ab und in dem Moment mache ich dir so und 2 Teile. Wir möchten unter dem Saxophon spielen. Ich weiß es nicht, aber so ist meine Erinnerung und so muss es gewesen sein. Du Vollidiot. Es ist am gleichen Abend noch kaputt gegangen und das tut mir heute am Herzen weh. Das glaube ich, ja. Das glaube ich. Vor allem, wenn du so ein tolles Geschenk kriegst, das ist echt nicht schön. Ja. Wenn das dann kaputt ist. Gelb-Orange war es. Gelb-Orange. Farbgebung war es auch sehr ansprechend. Das glaube ich, ja. Ich bin der Einzige, der bis jetzt arbeitet. Ja, dann verzeih mir, was hast denn du für tolle Geschenke gekriegt? Verzeih du auch mal was. Was hast du vorher gesagt? Trennen Sie bitte. Lebkuchenteile 1 und 2. Wir haben uns darauf committed, dass wir immer die schlechtesten Geschenke. Du darfst ja die schlechtesten sagen. Aber die tollsten Geschenke. Eines meiner tollsten Weihnachtsgeschenke war bestimmt irgendwas von Lego. Da bin ich mir ziemlich sicher. Lego ist immer Welt. Lego ist Welt. Vor kurzem habe ich keine Ahnung, was 1 und 2 ist. Held der Steine irgendeine Lego-Ritterburg gesehen. Aber nicht von Lego, sondern von Bluebricks. Und dann habe ich mir gedacht, wow, da kriegt man für 100 € wirklich das, was ich als Kind mir wahrscheinlich ewig erträumt hätte, wo ich ja tagelang wahrscheinlich einfach nur zum Spulen und zum Zusammenbauen da gesessen war. Gab es zu unseren Zeiten leider nicht.
Soll der Lineal gehen zum Zeile? Ich weiß nicht, was ist. Das ist doch easy da. Also A, B. Das ist schon mal das. Okay. Das ist C und D. Aber wir brauchen doch erstmal irgendwas, was klebt, oder? Das müssen wir dann auch noch Trennen Sie bitte zunächst die Lebkuchenteile 1 und 2 in A, B, C und D. Was heißt denn zu trennen? Ja, da sind ja so Linien. Ja, die Knicke. Nein, was? Okay. Okay, lass das. Hey, ich hab das gekauft, ich darf das nicht machen. Ja, aber warte mal. Wo ist denn das fertige Beutel? Ja, Lego war immer doch, geil. wahrscheinlich hast du recht. Lego war immer geil zu Weihnachten, weil ich bin dann über, Ja, das ist das. Ja. ich bin dann über aufführen, wo die Mama ihre Geschenke versteckt hat und hab dann schon über geschüttelt und hab gehofft, ich kriege ein Lego. Und dann bin ich über umgesessen und dann, okay, es ist ein Lego, das habe ich schon mal gehört und dann habe ich schon das Papier ein bisschen runtergekratzt, Okay, weil ich da schaue, willst was du da das drinnen ist. Nein, das trauen wir nicht zu. Okay, gut. Ah, das hast du jetzt schon gemacht! Das ist eine Sollbruchstelle. Aber jetzt haben wir es, schau, ich hab's Nein, geschafft. haben wir's. Ich hab's geschafft. Okay, so, haben wir gemacht. Erster Schritt ist fertig. Ihr merkt schon, wir werden innerhalb von kürzesten Minuten. Das ist Das das ist meine kürzeste Minuten der Welt. Da brauchen wir Messer. Da brauchen wir Messer. Ich kenne mich in meiner Küche nicht aus. Trennen Sie ebenso Da ist ein Teile, Messer. bla bla bla, trennen, sodass Sie 28 Teile haben. Das besorgt mir irgendwie. Ich fühle mich überhaupt nicht Teil mehr R nicht zerschneiden. Was ist Teil R? R ist. Das sind die Runden. Aber jetzt ist das da noch, das ist das Dreier. wohl. Warum machen die da keine so Aufkleber drauf wie bei Ikea-Möbel? Ich weiß nicht. Das ist, ja genau, das ist 3, das kannst du komplett zerschneiden. Und Teil 5, aber 5 ist ja einzeln. Ich schneide das mal auf dem Schneidbrett hier. Ja, Crazy. Und dann? Was können wir dabei schon da? ich muss jetzt mal ganz viel fragen. Hat einer von uns schon mal jemals so ein Lebkuchenhaus zusammengebaut? Nein, ich hab's nur mal zusammen gegessen. Aber ich habe meine Hauswirtschaft gehabt. Also bist du derjenige mit der meisten Erfahrung? Ja, tatsächlich. Ja. Wahrscheinlich. Muss ich F, G, A, I. Alles, Okay. ja. Das Blöde war nur, dass die Hauswirtschaftslehrerin damals, die haben mich irgendwie sehr charmant gefunden und ich habe sie immer davon überzeugen können, dass sie mir die Arbeitsschritte macht. Eiweiß, Nichts können. Und dann haben sie im Endeffekt den in kompletten die, Kur gemacht und ich habe einen Dreier gekriegt. Und war fairer Deal. Ich wollte gerade sagen, das ist okay, ein Dreier, den kann man akzeptieren. also Eiweiß in die Rührschüssel geben, aufschlagen und so viel Puderzucker zugeben, bis eine steife, feste Spritzglasur. Nur so klar, dass wir alle lachen. Das ist Logo. peinlich. Nein, ist nicht peinlich. Das kannst, Also ich wiederhole es. wenn ich über sowas nur lache, kann ich sterben. So viel Puderzucker zu geben, bis eine steife, feste Spritzglasur zum Dekorieren entsteht. Okay. 1 Eiweiß hat es gekostet, oder? Mit dem Zuckerschaum kleben Sie nun die Eisenbahn, wie auf den Bildern gezeigt, in die richtige Reihenfolge zusammen. Das ist mir nicht schlecht. Geil, so als Krähe. Du darfst jetzt das Eigelb vom Eiweiß Das trennen. habe ich gewusst, weil ich ja der Erfahrenste bin, mache ich das. Machst du das, gell? Ich übernehme ja gerne So, Verantwortung. jetzt pass mal auf. Wir Ich zerschneiden. habe keine Ahnung, wie das dabei- geht. Was ist das? Wird das aufschlagen oder? Ja, also du schluckst es auf und dann kannst du es so hin und her tun. Wo ist das Messer? Okay, so wie im Fernsehen. Das Messer ist da. Das Ja, heißt dann- aber jetzt, ich habe einen Versuch und wenn ich jetzt das Scheiße. Nein, wir haben ja noch 9 Eier. Also. Okay, Also jetzt pass mal auf. wie kommst du nicht? Dies da müsstet ja, du passt nicht auf. Du machst. Du kümmerst dich um die Eier, genau. hältst dein Maul. Aber dann lenkst du mir bitte nicht ab, ich habe da einen verantwortungsvollen Job. Ich zieh das richtig. Also jetzt pass mal auf, was ist denn das? Das ist. 7. Das müsste ja das da sein. Aber Ah, ich habe Scheiße gebaut. Warum? Weiß ich noch nicht so genau. Der Riss ist nicht so trennen Sie gut, wenn man den ebenso vorstellt. Teil Ja, jetzt kannst du 4. so. Ah, Shahi, wie das kann. Ist das. Also die sollen wir trennen in die gezeigten Einzelteile. Ja, einfach trennen, okay. Die glaube ich schneiden mit der Mitte dann auch noch mal auseinander, oder? Ah, Shahi like Nein, Haus. die nicht. Die nicht, also nur du jetzt einmal. Ja, genau. Okay. So, Das ist irgendwie so, das hat was Zen-mäßiges, kann die ganze Nacht machen. und die Teile 5, 6 und 7 in die gezeigten Einzelteile. Was zum Teufel, echt, hey. Das ist ultra kompliziert. Ich frage mich, wie das mein Neffe mit 7 Jahren geschafft hat. Ist das genügend Eiweiß? Also- Also 1 Eiweiß. Es hat geheißen 1 Eiweiß und 1 Teil R nicht Spritzbeutel. zerschneiden. Okay, dann habe ich meinen Job jetzt erledigt. Ja, Also das sind 28. Dann gebe ich dir noch mein PayPal-Konto für die Gage nur da weiter. hätte eigentlich das Eigelb eingehört. Das kann nicht der Ernst sein. Ja, Also jetzt pass mal Was auf. soll das? Wieso das geht? weiß ich nicht. Was macht's denn jetzt? Ich weiß nicht, das schaut so wegen aus. Nein, das ist Das ist doch. 1 Eiweiß. Ja, ist Wer ja ist okay. drin gewesen? Da ist ja keine Größenangabe für die Eier gestanden. Ja. Na, 1 Eiweiß. Ich halte das jetzt die restliche Show über einfach so, oder? Ja, mach das. Aber da gibt es eine verrückte Erfindung, die nennen sie Mülleimer. Krass. Kannst du einfach rein.
Du hast einen. Ich habe nur das Bedürfnis, dass ich mit Händen wasche. Kann ich nicht machen. Nein. Ich habe nämlich schon die Salmonellen gehabt. Lustigerweise. Erzähl mir mal die Geschichte von den Salmonellen, wie oft du die eingeschissen hast. Und auf dem Weg zum Klo 6-mal. Also, jetzt pass mal auf. Wir müssen halt das hier auch noch trennen. I know. Und da hast du recht gehabt, jetzt pass mal auf, das ist nämlich voll klug. M bis Q muss man dann in der Mitte anscheinend auch noch trennen, da hast du recht gehabt. Außer R. R ist wichtig. Also da müssen wir uns entscheiden, was R ist. Das schaut schön aus. Ich glaube, das ist viel so eine Textaufgabe in Mathe in der 5. Klasse. Ja, ich war richtig dumm. Ah ja, also das sieht man auch von da oben super, was wir hier eigentlich machen. Ich würde sagen, wenn wir fertig sind, dann machen wir einmal die Tonspur so und diesen Zeitraffer. Wie lange kann man überhaupt brauchen, dass er es herschneidet? So, R wird nicht geschnitten, du kommst durch und ich werde jetzt in der Mitte noch mehr auseinander. Ja, genau, in der Mitte aber liebevoll. Da bin ich leider raus. Was immer richtig behindert war, was man geschenkt gekriegt hat als Kind, Klamotten von den Eltern. Wenn die Eltern meinen, sie kaufen dir Gewand. Oh, das war immer Da schlimm. möchte ich mir jetzt nicht äußern vor der Kamera. Das war immer Die haben nur so schön sein können. Meine Mama hat dann gemeint, jetzt kaufe ich mir Markenhosen, so jetzt Oliver und so, und zeige ein bisschen was Besseres. Und die haben mir gut ausgeschaut, es waren braune Stoffhosen, ich habe Stoffhosen mögen. Aber es war ein Geschenk von meiner Mama, die hat es jetzt selber ausgesucht, Mama, die Scheiße, die kannst du zurückbringen. Das war immer aus Prinzip. Und dann auch noch Klamotten zu Weihnachten, das ist einfach so, Ja, war immer ein bisschen... Dankeschön. Früher war so eine fette Playmobil-Burg, jetzt ist so ein Schal. Really? Wow. Oder Socken. Wobei jetzt mittlerweile, wenn ich von meiner Oma so Socken gekriegt habe, fallen mir immer. Weil man denkt, Mittlerweile schon, gell? Coole Ja, Socken. die kann man brauchen. die einzige Frau, die mir richtig... Oh. Okay, jetzt schon der erste Schnitt. So, die Reifen sind eingeschnitten. So, jetzt pass auf. Wenn die gezeigt bla 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 bla. Eiweiß in eine Rührschüssel geben, aufschlagen. So, und jetzt so viel Puderzucker zugeben, bis eine steife, feste Spritzglasur. Die Tone sollte nicht so, weil es genau weiß, dass wir kichern. Also ich gebe jetzt das da eine, gell? Ja, das kannst du so rein tun, genau. Das ist das gelbste Eiweiß. Also, kennst du die Farbe? Das ist irgendwie... Ein bisschen, du weißt was, oder? Ja, Simpsons. Nein. Ja, wie alle Simpsons. Schau das. Hey, Was denn? Ich suche gerade einen Handrührbesen. irgendwas für meinen Hintern. In meinem Arschloch. Den da? Der ist gut. Den nehmen wir ihm. So. Nimm den sofort. Ich raste aus. Verzeih mir jetzt, wie das geht. Also, ich wiederhole. Ich schütte ein und du rührst Eiweiß in eine Rührschüssel geben, aufschlagen Ja, da mal. und so viel Puderzucker zugeben, bis eine steife, Aufschlagen, weißt du, feste das muss weiß werden, weißt du, oder? Spritzglasur zum Dickel hinsteht. Also, Action Cam. Das muss ein bisschen steifer werden. Ein bisschen steifer. Ja. So ein bisschen mehr der Bewegung machen. Ja. Ja, jetzt schaut das noch jetzt. Ja. Verdrehe die Schüssel nicht. Aber ich darf sagen, das ist immer noch zu flüssig. Oh, ich habe schon Bizepsmuskelhaare. Ja, dann. Warte. Okay. Ist doch keine Mengenangabe von Puderzucker dabei. Bleiben wir noch in elektrischen. Was? Jetzt, ja, schau, jetzt wird es doch gut. Das hat es. Schau hier. Komm richtig, jetzt. Schneller, los! Muss ich den Arm zwicken. Eben So. Dammerling-Krampf. Ah, das wird immer schwieriger. Aber das glaube ich kann dann von der Konsistenz her schon passen, ne? Nein. Nein. Okay, jetzt ist Das, es so. die nächste Stufe ist Beton. Was ist denn? Was tust denn du? Jetzt wird sie wirklich betonen. Du es! Vielleicht sollten wir Kann ich noch nicht mehr rühren. Jetzt Doch. ist es ein Klumpen geworden. Ja, dann ist der gut. Die muss fest sein. Das war doch nicht fest, das war schmierig. Ich habe da leider keine Erfahrung. Warum nicht? Hast du mit deinen Eltern nie sowas gemacht? Nein, Okay. zumindest nicht in meinem Wissen. Das schaut doch jetzt schon wieder noch was Ist aus. das steif genug? Warte mal. Schon. Okay, gut. Dass du so mit deinen Trickglöchchen So. rein- Habe ich vorher nicht gewaschen, das passt schon. Okay. Mit dem Das Zuckerschaum haben wir gar keine Würfel legen Sie drin. nun die Eisenbahn, wie auf den Bildern gezeigt, in die richtige Reihenfolge. So, jetzt fügen Sie die Teile A. Also wir erstmal das noch fertig auseinanderschneiden, oder? Mein Gott! Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Nix. Ich hau das Messer ein. Soll ich das brechen? Nein, du brichst überhaupt nichts mehr, sonst muss ich Ich dich möchte aber brechen. was tun. Ja, dann schneid das mal. Nein, liest du. Wo waren wir denn?
Mit dem Zuckerschaum kleben Sie nun die Eisenbahn, wie auf den Bildern gezeigt, in die richtigen Reihenfolge zusammen. Jetzt fügen Sie die Teile A plus Tür C mit dem Zuckerschaum aneinander. Bitte C sauber auf A stellen. Ja, anstellen. Verstanden. Tun Sie nichts anstellen. Das ist ein bisschen schief geschnitten, ist das schlimm? Gott, den nervt's mir. Er kann nichts, der Kerl. So. War noch gerade der Mike dabei. So. Jetzt ist es wirklich ein bisschen schief. Ja, wie kann man denn jetzt so schneiden? Was ist mit dir? Ja, Vollzeitbüro, das merkst du einfach. So, dann Gut, nächster Seppi, Schritt. was ist der nächste Schritt? Das ist doch A, oder? Mein Gott! Mit dem Zuckerschaum kleben Sie nun Eisenbahn, das haben wir schon 8-mal vorgelesen. Ja. Fügen Sie Teile A. Wir brauchen da erstmal so einen Spritz. Spritzbeutel habe ich schon hergerichtet, der ist da hinter dir. Okay, gut. Da kommt das jetzt rein, oder? Da tun wir ihm das jetzt ein. Eine richtig eine steife Hand jetzt. Ja, Von dem ganzen Gewedel. das ist schon bitter. Das passt schon, du kannst es einfach einschütten. Habt ihr neben Klamotten auch irgendwas mal zu Weihnachten gekriegt, wo ihr richtig enttäuscht wart, wo ihr gesagt habt, nein? Naja, ich habe mal als Teenager das Gitarrenspielen angefangen und dann ist ein Gitarrenkoffer unter meinem Weihnachtsbaum gelegen. Aber nur der Koffer. Geil, Alter, Gitarre! Und dann war da eine Plüschgitarre drin. Und dann haben alle gelacht. Da haben sie aber wirklich an dich geglaubt. Hast du zugehauen dann mit dem Ding? Das hätte nichts gebracht, ich habe den Koffer hergenommen. Nein, also richtig enttäuscht. Ich weiß, dass ich von irgendeiner Ex-Freundin habe ich mir irgendeinen Aber einen Schaber? ich habe mal irgendeinen Scheiß gekriegt, so pseudoromantischer Mist halt. Und da bin ich halt nicht so, also ich bin, Gehst einfach links, rechts. ich möchte einfach zu Weihnachten mag ich was kriegen. Da hinten. Ja, geh mir da weg. Da mag ich was kriegen, was ich brauchen kann. Weißt du, man sammelt Filme, man zockt, so etwas brauche ich da. Und nicht irgend so ein, ich hab die lieb, Bussi, stell dir das irgendwo ins Eckerl hin, Scheißdreck. Und das Dumme ist halt dann, da Freude vorstellen. Warte mal, den brauchen wir erst zum Verziehen. Was? Brauchen wir noch nicht, oder wie? Ja, okay. Glück gehabt, du. War schon voll im Modus. Also jetzt pass auf, A und B, Kani klebt das zusammen. Komm, tut. Na warte mal. Aber mal, A, also jetzt tun wir das mal gerade zur Seite. Alter, das ist sortiert. Alter. Was ist mit dir? Also wir brauchen A und Hast du nicht so einen Hinweis, dass du mal kaputt machst? C. Und das wird jetzt da hingeklebt. Ja. Ja. Aber andersrum wahrscheinlich. wahrscheinlich, ja. Ja, also so dran, ja. Ah, genau. Ich probiere das jetzt mal einfach mit dem Schaber ein bisschen aus. Also ich, Schon mit dem da, oder? ja, Ja. ich bin einmal enttäuscht worden, habe aber dann selber als Kind schon gemerkt, ja okay, ich hätte es vielleicht noch ein bisschen konkretisieren müssen, wobei ich da sehr überrascht war. Ich habe mir da das erste Anno, das so berühmt war, Anno 14... 1603 oder so? Na, 14... 1402? Nein, das war Nein, das war schon eins der höheren dann. Also Anno wirklich und 4 irgendwelche. ja, auf jeden Fall das erste Anno, Rollbild. Das heute nicht. das jeder... Ich glaube, das hätte außen gegeben müssen. Na, außen dekoriert man. Okay, na gut. Jetzt einfach noch ein wenig. Das auf jeden Fall jeder gespielt hat und ich wollte das halt dann auch, habe meiner Mama gesagt, du, das hätte ich gern und so. Und dann habe ich das zu Weihnachten bekommen das ist dumm. als Brettspiel. Oh, böses Faul. Ohne Anleitung, weil anscheinend, das ist ja logisch. Selbsterklärend. Und dann war ich halt schon enttäuscht und sie hat dann gesagt, ja, aber das ist doch das, was du wolltest. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, aber das gibt es halt als Computerspiel. Und sie hat halt gemeint, das gleiche Spielprinzip gibt es einfach als Computerspiel. Nee. Das gleiche ist mir übrigens auch mal passiert, wo der Disney's Aladdin rausgekommen ist. Okay. Den wollte ich halt immer sehen als Kind. So. Habe ich voll geil gefunden. Ja. Und dann kriege ich die VHS-Kassette von Aladdin zu Weihnachten in einer scheiß Aldi-Version. Ja, die geilen. So eine Billig-Kack-Aladdin-Geschichte. Da denke ich, verreck. Das da gehört jetzt da hin. Aber muss ich jetzt irgendwie beim Kleber Ich hinschmieren? halte das. Oder du holst es, okay. Ja, genau. Machst du? Ich mache einen Kleber hin. Sagen wir, nehmen wir her das Beutel, dass das ja passt. Was haben wir denn? Bei Schritt 9. Ja, Also wir sind schon bei Schritt 9, Leute. Von 334. Von 16. Da ist wieder daneben batzt. Das ist ja eh wurscht. Sollen wir über keinen Namen was aufhören, das zusammen? Das ist ein bisschen Vielleicht ein verfugen. bisschen mehr, wir haben wir nicht so. Haben wir noch ein paar Eier da oben, gell? Ja. Da haben wir ein paar verfugen. Weil ich bin als alter Handwerker, ich weiß, wie das geht. Okay, Hast du das. schon?
Ja, was lassen wir jetzt schon aus? Jetzt brauchen wir quasi So, jetzt andere Seiten, oder? Ist da. Genau. Jetzt wird es aber kompliziert, jetzt können wir gleich 2 drauf. Nein, die sind noch nicht ganz dicht, oder? Machst du da wieder so Dinge, weil das ist ja jetzt eh klar, dass das daherkommt, oder? Und zwar die Nummer G kommt auch noch dazu. Das ist das da. Das kommt nämlich. Hä? Okay. Ich möchte gerade noch mal sagen, mein Neffe mit 7 Jahren macht das auch. Wir brauchen die anderen Das kommt irgendwie so. gut stinken. Oh, gut dunkel. Oder? Da hat jemand ein bisschen hier gebrochen. Doch, stimmt schon. G. Das ist G. Das ist halt so. Genau. Da muss ich Das kommt, Wurstfinger dann, weg. das kommt dann da so her. das ist die Stütze, oder wie? Ja, ich hätte das jetzt irgendwie so zusammengestützt. Warte, ich halte das immer, dann kannst du wieder leimen. Ja. Leimen. Aber geiz bitte nicht. Wie lustig war das, wenn ich euch das jetzt komplett falsch gesagt hätte? Mit lustig. Ich wollte gerade sagen, weil dann hätte ich einfach den heißen Glühwein ins Gesicht geschüttet irgendwann. Egal. Ich habe gerade klar, dass es uns tatsächlich falsch vorgelesen hat. Und das Stück kommt auf die andere Seite so hin. Wieder So, angebraten. da, ne? Gelb. Ja. Soll ich das halten? Ja, ne? Vielleicht? Hallo? Hallo? Aber jetzt wieder mal ein bisschen selbstverantwortlich. Ja, du bist Geschäftsführer, das Saudepp. So, und dann kommt nämlich der Deckel drauf. Voll an und an! Ja, wo sind wir denn? Halten tut da gar nichts. Nein, das ist echt nicht so gut. Braucht sie vielleicht einen Pinsel? Ein Pinsel? Nein, null. Nein, wir Steht da ja nicht. Schau aus, als er einen Pinsel braucht. Pinseln Sie die feste, So. schmierige Spritzklasse. die feste, schmierige Spritzglasur steht da. Damit hinweg. So, und das Hast kommt, du erfunden. das kommt als Deckel da so drauf. Ah, okay, mit, super. Mit fester, schmieriger Spritzglasur, oder? Ich hoffe so. Ja, warte. Das ist jetzt ein bisschen schief. Sie das einmal So, jetzt kannst du da die Kanten ein wenig reinschmieren. so rum. Das ist schon wieder gebrochen wegen dem Saudeppen von Corby. Warum wegen mir? Das hast du gemacht. Überhaupt nicht. Schweinekopf. Ja. Sonst, was macht ihr Weihnachten so? Geht den Scheiße. Was habt ihr für Nicht zum Rennen, sondern zum Aber Bohren. echt, hier. Lege ich rein, weil das kannst du in der Arbeit machen, aber nicht da. Fertig. Eigentlich, Wunderschön. eigentlich müsste das bei der Viere. Nein. Wenn du das hinmachst. Oh Gott, oh Gott. Pass auf, du hast schon gebrochen, gell? So. Ja, schön, oder? So. Da ist Siegesschluck drauf. Das hält nicht. Das Siegesschluck. Siegesschluck. Der Corby hat übrigens eine Gunis-Tasse. Ja. Sei das worden. Wir kennen den Film mittlerweile. Lustig. Wackelputteln. So. Das hält schon, oder? Hier schon. Jetzt sind wir gerade im Flow. Jetzt machen wir Richtig weiter. Flow. Ne? Also hier kommt jetzt in der Mitte eine Spritzglasur bitte so nach vorn, so. Wie? Einfach geradeaus einen Strich für die Zunge. Genau, und wir brauchen die Nummer E, das ist das Teil da. Das kommt nämlich jetzt da vorne so drauf. Aber. Nein, warte mal. Nein, das kommt später, dann ist es Ja, schräg doch, auf. so, also so kommt das jetzt. Ja, genau. Gut, dass wir da noch mit interveniert haben. Ne? Und da müssen wir jetzt die da zu dritt hinstellen, oder? J, Genau. K, L, ja. Die stellen wir jetzt einfach da alle drei hin. Nein, warte mal, Was, warte mal. weil I kommt da dazwischen rein. Wo? Da. Also 2, dann kommt I. I ist das da. Das wird auf alle Fälle die spannendste Podcast-Folge, die es leider nur anhören, die es gibt. Ja, also ich darf auf alle Fälle empfehlen, dass ihr euch das als Video anschaut. Das ist wenigstens tolle Schauwerte. Vielleicht kommt es ja nur als Video, schauen wir mal. Damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, wir sind bei der Ina in der Wohnung. Wunderschön geschmückter Halt mich stark! Christbaum ist da schon. Wo geht jetzt das I rein? Es läuft wunderschön stimmige also jetzt kommt Weihnachtsmusik. es LK. Ja, also der ist noch, oder? Ja, schräg aber bitte. Schräg. Ja, schreib mal so So, ja. Und jetzt Nein, das kommt ist Weihnachten, bitte, ein bisschen mehr Liebe. So. an. Aha. Dann stehst du ihm nur hin. Du noch. Du hast gewusst, wie es geht. Auch einfach rein. Überhaupt kein Ding. So. Genau. Und das kommt jetzt vorne drauf. So. Okay, Musst du Zeit. fein nix. Da hab ich nur ein bisschen. Klebt das da schon? Nein. Ah, da klebt Ja, warum nichts. nicht? Ja, wenn wir das als letztes dann hier dann. So wenig. Das heute nie. Das halt schon. Und dann gehen wir ihm das davon ohne gar keinen. Ja.
Ja. Also, nochmal, was macht ihr denn so an Weihnachten? Feiert ihr mit der Familie? Feiert ihr gar nicht? Sagt ihr, Weihnachten, Humbug? Tja, Familie, so Kinder, also unsere Nichten haben uns eingeladen. Ja, Familie, Customs. Geschenke Nichten auspacken. haben wir echt eingeladen. Die mengen das. Nichten, das heißt Onkel, oder? Richtig. Ja. Kombiniert. Kinder. So, jetzt steht der. Lass mich mal das überprüfen, das muss schräg sein. Ja, das geht ja nicht besser. Das wird selber schräg. Das wird schon noch schräg, weil bei Das ihm hinten fällt bald runter, das da. Was ist mit ihm? Genau. So, jetzt kommen diese lustigen Reifen. Da ist aber wichtig, dass wir 1 bis 6 nehmen. 1 bis 6. Was gibt's denn eigentlich zum Essen an Weihnachten? Macht es da irgendwas Besonderes oder seid ihr die Assis, die Würstel und Sauerkraut fressen? Mein Papa ist Koch, der kocht da was. Würstel und Sauerkraut. Das ist ja wie Cheaten. Das ist asozial. Also ich weiß nicht, Weihnachten ist für mich immer ein bisschen was Besonderes zum Essen. Also sowas Raclette oder Fondue, Ja, einfach was Big Größeres. Mac. Big Macs, sexy. Aber dann, wenn ich dann oft so, bei uns gibt es gerade Würstel und Sauerkraut, dann denke ich mir so, was ist mit euch? Das habe ich früher schon nicht verstanden. Weil Ja, das nicht. ist traditionelle Weihnachtsgericht. Das ist einfach grausam. Das ist eine arme Leidsache, oder? Ja, voll. Das ist auch gut in der jetzigen Zeit. Ist Einer möchte da vorwärts kommen. ja, was ist mit dir? Du hast uns auch die Frage gestellt, mit, was wir mir so treiben. Er möchte uns ja gerade ablenken, dass er dann den ganzen Film einheimst, was er allein gebaut hat. Ja. Am Ende heißt, Corby baut einen Weihnachtszug und die anderen zwei reden gescheiter her. Ich bin auch so wie beim Seppi, Familienfest am Anfang. Würstel. Genau, nein, Familienfest mit den Neffen und Nichten. Da ist jetzt zumindest ein bisschen weihnachtlich. Aber eigentlich den Talk, den wir gerade haben, den haben wir ja in der ersten Weihnachtsfolge auch schon gehabt. Nein, Doch. noch nie. Das war nämlich das, wo ich gesagt habe, Weihnachten ist voll die Hetze, weil man praktisch von Familienmitglied zu Familienmitglied fahren Ja, muss, das- weil alle geschieden sind. Habt ihr noch Glühwein? Braucht ihr es Ich noch? habe noch, danke. Dann hat meine Oma auch noch am ersten Weihnachtsfeiertag Geburtstag, das heißt, da kommt sowieso eigentlich die gute Seite der Familie immer komplett. Du hast vielleicht auch noch ein paar Reifen, ne? Ja, aber da kennen nur 6 ohne. So, Da ist ein Hänger auch dabei. der Zeig ist es uns. fertig, der ist fertig, ne? Jetzt kommt der Hänger. Schaut euch das mal an, wie geil das ist. Das ist ein richtig geiles Ding. Das Das ist hat der richtig Corby geil. ganz allein gemacht. Scheiß Corby. Hat sich gegen alle Widrigkeiten durchgesetzt. So, jetzt geht's weiter. Von hinten schaut es ein bisschen schief aus. Du bist schief. Du bist schier. So, ich leg das jetzt mal so hin und Kani, du klebst es zusammen. Du, das ist schief geschnitten Scheiß drum von dir. Das geht das so, schneller. Das wird jetzt der Waggon da hinten, oder? So, Waggonsen. ja. Das ist ein Selbstläufer. Ah, ich kapier's nicht ganz. Wird das aufgestellt oder außen? Wenn du das aufnimmst, das Teil an der Seite wickeln kannst, oder? Ah ja. Das kann man macht auch mehr aufstellen, Sinn. oder? Ja, das macht mehr Sinn. Ah, dann schmier mir rundum ein. Schmier mal ein. Schmier mal ein. Der So, Strafe. seht ihr das? Wie er das macht, das passt mir auf. Jetzt kommt der Kani Und schmiert. mit seiner weißen, festen Spritzglasur. Klebrigen. Klebrig. Klebrig an. Schon wenn Bei du uns an. klebrig, wenn du es schon länger nicht mehr ausgelassen hast. Das wäre ganz schön viel. Ja, das muss er jetzt halten. Ne? Pfui hilft pfui, weißt du. Eben. Eben. Mehr ist immer gut. Ja. Hochkonzentriert. Oh, psch, psch, psch. Das ist schon spannend, gell? Wie viel haben wir denn da noch? Ja, okay. Das muss umgezogen aneinander werden, oder? So, So, steh's auf. Kann ich nicht so eng. ich habe einmal zu Weihnachten, wo wir ja vorhin bei Videospielen waren, ich glaube, du musstest an die Seiten auch noch irgendwie voll Din, din. Ja. Tomb Raider gekriegt für einen Computer. Und Den ersten. irgendein Tomb Raider Teil, der verpackt war und man praktisch nur das Intro hat spielen können und dann war es das. Das war vielleicht eine Demo. Boah, stell mir vor, wie billig, ey. Ich habe das Screen Fun geschenkt gekriegt und da war eine Demo drin. Und die andere Seite noch. Ja, das stimmt, Videospiele wäre eine gute Weihnachtserinnerung. Ich glaube, ich habe fast alle Konsolen zu Weihnachten gekriegt.
Super Nintendo. Super Nintendo ist besser. Nintendo 64. Nintendo 64 habe ich auch zu Weihnachten gekriegt, das war wild. Damals, wo die Wii rausgekommen ist, habe ich eine Präsentation vorbereitet, dass ich meine Eltern dafür überzeugen kann, dass das echt gut wäre für das komplette Familiendasein, wenn wir unser Wii zulegen. Du hast eine Präsentation vorbereitet. Du warst schon wie ein totaler Freak, oder? Nein, weil wenn ich meine Eltern irgendwie gesagt habe, ich hätte gern die und die Konsole, dann hat sie mein Papa mit meinem Onkel beraten. Und ich ob das auch Spaß macht. Nein, und hat dann gefragt, ja, ob das Apps ist und so. Und hat mein Onkel gesagt, du, da gibt es eine billigere Variante. Und deswegen habe ich ja damals, wo Game Boy Color so rausgekommen ist, also wirklich da, wo Game Boy Color rausgekommen ist, wo es eigentlich nur noch Game Boy Color gab, haben wir einen Game Boy Pocket gekriegt. Also immer die großen. Ja, super. Ja, genau, wo man halt keine Farbe hat und wo man nicht alles spielen kann. So schauen die einfach, dass man das sieht, wenn es Also uns eine Aufstecklupe geben. Oder? Ja, das ist mit Licht auch noch. brutal gut. War richtig gut. So, Das war richtig gut. kennen wir die Reifen da? Nintendo 64, wo ich den geschenkt gekriegt habe, da war ich wieder ausgeflippt. Oh ja. Das was war- habe ich noch für Spiele gehabt? Top Gear Overdrive, das Rennen, das Auto. Und was war das andere? Eigentlich habe ich immer 2 Spiele zu der Konsole dazu gekriegt. Hey, bei mir war es Zelda, Ocarina of Time. Nein, ich weiß nicht, wie das heißt, da hast du irgendwie so einen Roboter-Typen im Weltraum gehabt. Roboter-Typ. Kann ich nicht mehr sagen, was das heißt. Das war ganz seltsam Spiel. Okay. War eins von denen, die auf dem Beutel cool ausgeschaut haben und dann ein ziemlicher Scheiß waren. Früher waren allgemein die Beutel immer richtig cool. Das war mitunter ein Entscheidungskriterium, welches Spiel das immer kauft. Wie gut, dass das Cover ausschaut. Ja, die geilsten, vor allem auf dem NES, auf dem Super Nintendo, waren so oft so zeichnete. Ja, Das genau. war like voll geil, ein fetter, muskulöser Typ mit einem Schwert, das muss der Wahnsinn sein und dann, ja. Dann ist gut Ja, aber warum findest du das so abwegig, dass ihr eine Präsentation noch halten müssen? Also haben eure Eltern eigentlich immer alles gekauft, was ihr euch gewünscht habt, oder was? Ja, weil sonst bin ich durchdreht. Echt jetzt? Weil so hysterisch Nein, sind. Ich habe so nie lieber das nicht, gekriegt, was ich eher wollte. Ich habe meine erste Playstation immer selber kaufen müssen, weil mein Papa dann irgendwann gesagt hat, nein, das überfordert ihn. Das ist geil, überfordern euch. Ne? Seine So, Kinder nichts warte zu- mal, hier haben wir noch R. Aber wo kommt R jetzt hin? R wie Rad. Er Spitzen, hätte da auf die Spitzen sein. Ja, das geht aber noch. Das Also, schaffen wir noch. Leute, beruhigt euch für die schon ausgeflippt sind und gesagt haben, das ist nie und nimmer fertig. Ihr habt recht. Warum darf das eher nicht aufstehen? Leute sitzen schon da, kann sich die Finger nicht loben. Ja, voll. Boah, das ist richtig viel Kacke. Aber die wieder über Weihnachten. Ich glaube, ich spiele. Aber das schaut doch jetzt schon echt gut aus, oder? Ja. Ich bin beeindruckt. Ja. Ich meine, hätten wir wirklich ein Weihnachtshaus gehabt. Ein richtiges. Da wo Wir schauen ein richtiges Weihnachtshaus aus. das ist ungefähr so hoch. So. So breit. Okay, so Da bleibt steht es. vorne drauf Weihnachten und dann geht da so ein Christbaum raus bis da Apfel. Dagegen ist das natürlich ein Witz, aber gut. Dann machen wir mal weiter. Ne? Suppenkasperl, du Dreieck. Jetzt lese ich wieder vor. Ich glaube, ich habe sogar meinen ersten DVD-Player und meine erste DVD zu Weihnachten gekriegt. Ach, stimmt, ja. Oh, Mist. Die Player wert Kleben genau. Sie jetzt Teil E an die Bodenplatte A und verbinden Sie diese zusätzlich mit den Teilen J, K, L. Jetzt noch R auf E aufsetzen und ebenfalls mit Teil J und I als Schlot verbinden. Das habe ich jetzt nur ich habe das nur vorgelesen wegen dem Fachwort Schlot. Der erste Film, den ich da dazu gekriegt habe, das war Payback. Zahltag mit Mel Gibson. Der ist super. Der ist Weltklasse. Und das war so eine geile DVD, die hat es früher gegeben, weißt du die noch? Die mit dem billigen Verschluss, was der Karton. Ja, die habe ich heute noch. Genau die habe ich im Regal stehen. Ich hab die auch noch. Also meine erste DVD, die kommt niemals weg, weil das ist nämlich meine erste DVD gewesen, die ich gehabt habe. Und da ist dann losgegangen mit dem Sammeln, den ganzen Scheiß, weil man dachte, geil, oder steht immer die Geil, ganz allein. Ich brauche jetzt mindestens 1000. Und seitdem kaufe ich halt immer Kassetten. So, die Hülle ist jetzt echt eine bitte Frechheit. ganz kurz mal Besinnlichkeit hier, weil jetzt geht's los. Die Lok ist nicht fertig. Das schieße ich da noch nicht. Die Lok ist fertig und kann zusätzlich nach Geschmack mit den beiliegenden Dekorteilen verziert werden. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Siehe auch Abbildung auf der Verkaufspackung für diejenigen, die keine Fantasie haben. Jetzt noch, Doch nicht. Da steht da jetzt noch den Beutel. Aggressive Verpackung. Jetzt pass auf, jetzt noch den Beutel allerlei in den Wagen setzen. Das sind der Beutel allerlei. Seht ihr? Das allerlei. Das hat eigentlich ein Ding, das hat nur andere Farben. Ja, das hat, also ich weiß jetzt nicht, ob die damit, nein, man muss schon auspacken und dann einstellen. Aber das ist allerlei. Aber das erst ein bisschen antrinken da. Genau. Dann herzlichen Glückwunsch, Ihre Eisenbahn ist fertig. Wir sind sicher, Sie haben zusammen mit Ihren kleinen Steinen viel Freude mit der Lebkucheneisenbahn. Ach, kleinsten. Die Kleinstein. Satin. Ja, gut. Der Mist gehört da jetzt einen eigenen Spritzbeutel. Ja, genau. Ja, weil wir verzieren es ja jetzt. Ja. Also pack das jetzt nicht mehr auseinander. Geht dann so ein bisschen soft rein. Soll ich da soft rein da? Den soft. Aber wie? Ich check's noch nicht so richtig. Pass auf.
Aber wir haben einen Speitel und dann eine Batzen. Ein bisschen weniger Zwiebeln. Ich bin eine alte Frau. Jetzt haben wir es überall. Ich bin eine alte Frau. Das hat so eine Lehrschule geheißen, wenn irgendwas rührt man und so, das gehört, die zieht wie eine alte Frau. Dann habe ich mit dem Hammer zugehört und habe eine Abmahnung gekriegt. Ah, das ist sauber 2 Puderzucker da drin, so zirkelt, wie das jetzt ist. Puderzucker mit B. Das der überhaupt noch rausgeht dann unten. Ah, ich muss richtig mit gefällt jetzt. So, jetzt wischen wir mal das ab da. Gut. Ah, nicht so fest, du bist so stark. Also wir haben ungefähr 300 Smarties. Was frisst du da schon wieder? Wie geht denn das jetzt? Was muss ich denn da jetzt da? Also muss jetzt nach unten. Genau, da hängen da Tore davor. Da kommt schon was. Ja, schön. Einfach mal so über den Deckel da drüber. Genau. Machen wir eine schöne Deko. Was bin ich jetzt? Nein. Das braucht Schau hier, Hundeschnauze. Süß. Hashtag erwachsen. Oh, schön. Gell? Mit dem habe ich jetzt nur gerechnet. Was ist das? Schneeflocken drumherum oder was? Das ist praktisch, schneit. nein, das ist praktisch der Kamin vom Zug. Das ist der Rauch. Der Rauch davon. So, was haben wir noch? Ja, weiß ich nicht, da müssen wir jetzt Ja. was hielen, oder? Sollen wir das mit Smarties dekorieren? Sollen wir die Form mit Smarties nachlegen? Haben wir nichts Drucken wir nicht die ganze Zeit ein bisschen. Ich druck nicht, ich versuche mir Kraft und zusammenzuhalten. Das ist jetzt so schwierig. Hebt der Kraft auf für daheim, wenn du die Alte wieder schlagen musst. Ja, was hat der gesagt? Die schluckt die Mio hin. Hallo, das Treppfett. Entschuldigung. Pass auf deinen alten Deppen. Ja. Das ist zauberhaft. Ja, und ansonsten Weihnachten nicht mehr Fucki oder so wie früher. Ja, Schon. also wir sind entweder gehen wir fort oder wir sitzen uns bei irgendjemandem daheim zusammen und verpisst die. Und trinken wir noch 1, 2 Bierchen. Früher sind wir ins MGM noch gegangen, da war nämlich alles zu, außer beim MGM der Bienenkorb, oder was? War das ein Bienenkorb? Nein, das war kein Bienenkorb. Aber es war auch für alte Leute. Ja, die Ja, das für eure Leute. das hat aber anders geheißen, da fragen wir nur wie. MGM Mausefalle? war auf alle Fälle krass. So was kann es gehen. Aber Bienenkorb ist doch in Straubing, oder? Ja, aber hat es mehrere? Ich weiß nicht mehr. Ja, in Straubing, in Deckendorf, glaube ich, hat es noch gegeben. Halt. Da war es mir so geil, da waren jetzt so ein paar junge Affen drin, die ich auch kennt habe. Und irgendwann sie machen jetzt so einen Was auf. machst du denn jetzt? Wir sind schon fertig. Ich möchte jetzt mal gestellt werden. Sie machen jetzt so einen auf Barkeeper. Geh mal aus dem Weg da. Jetzt hau ab. Sie machen jetzt einen auf Barkeeper und du weißt, dass sie übereinander werfen mit den So, Flaschen. ich geh jetzt mal auf die andere Seite. Und sie haben das halt überhaupt nicht können, das war nicht so geil, weil sie uns da gestanden und dann wollten sie halt cool sein und haben Flaschen angeworfen und ist ja nur runtergefallen und haben es gebrochen. Bis wir dann voll den Ärger gekriegt haben, weil da die ganzen Glasscheiben rumgelegen sind, voll Idioten. Aber sie haben es nicht ernst geworden, wohlgemerkt. Also es war nicht so, sie sind gekommen, waren alle gleich angezogen mit schwarzen Hemden, traurige Krawatten eingesteckt und sie haben nämlich da unten, das hat sie dann die Very Important Bar hat's geheißen. Ja, bitteschön. Das weiß ich nicht mehr. Und die haben sie dann betrieben und meinen, sie werden jetzt eben so Fachbarkeeper. Ja, war vielleicht einmal so eine Schulung oder so nicht das schlecht, das wäre ich voll Idioten. Wir waren da einmal, ja, das war ein sehr rumreicher Abend. Da waren ungefähr 2 Parteien da und eine besoffen über die andere. Dann sind gleich schon über den Tisch geflogen von lauter Bumsuff. Und dann, als wir zum Heimfahren war, haben wir schon ein Taxi gehabt zum Bestellung, dann waren wir schon drin. Und dann ist die zweite Partei gekommen, leicht angesäuselt und wollte auch in das Taxi rein. Und dann ist es in einer wilden Schlacht um das Taxi. Der Klassiker. Die eine Hälfte drin gesessen und ausgedreht, die anderen 4 gepackt und angezogen. Und irgendwann ist dann einmal. Irgendwann hat es dann gesagt: Leid, beruhigt euch, es ist Weihnachten. Was stimmt? Meine Scheiße, tut mir leid. Und dann ist jeder in die Arme gelegen und alle haben friedlich angefahren. Oh, schön. Ganz weird. Ganz schön. Nein, Weihnachtsrauchverein, das habe ich nicht gemacht, weil da bin ich zu besinnlich unterwegs für Weihnachten, dass ich dazu haue. Ich habe so viel Silvester auf. Jeder andere Feiertag ist okay. Ja, genau, aber nicht an Weihnachten. Wer da zuhört, der hat überhaupt keinen Glauben mehr. Die Kontrolle über sein Leben verloren. Also die Smarties halten top. Ist gut. Tu mal da so ein Tuttel her, weil da mag ich mit so einem kleinen Stern ohne Picker. Schön. Komm, Gary. Dau. Halt doch nie. Ich glaube, wir haben Verschwörung. Da geht jetzt allerlei rein. Du ruinierst alles, wenn es dann nur das allerlei Also ist. ich wünsche mir jetzt von euch, dass ihr die Was soll denn das überhaupt darstellen jetzt da? Das ist wunderschön. Ich finde, dass wir Der das. Lichter, okay. Frisst es nicht! Das ist auch gut. Ich brauche als Deko für die Reifen. Da können an jedem Reifen können so einen Stern ohne. Bist du so gut? Du, die Smarties da hin. Die mag ich keiner. Du wirst doch das, Nein, ist doch schlecht. die ganzen Zug da noch essen, ne? Nein! Den weiß ich nicht. Was da mit dem spenden? Ja, den spenden wir. Nee, da ich. Oh Mann, Ans Tierheim. die guten Gummibärle. Hau ab jetzt!
Frisst ja alles. Ja, es sind immer genügend da. Jetzt haben wir noch Sterne für die hinteren Reifen. So, ich schütte jetzt das allerlei aus, so. Ah, schau hier. Steh oder So eine Freude. Das ist schon crazy. Verschiedene Sachen. Und das darf jetzt alles der eine. Ja. Wie nennt man das eigentlich, das allerlei? Was ist denn da der Fachbegriff? Lebkuchen. Ekliges Spritzgebäck. Lebkuchen. Lebkuchen. Schau mal, das ist doch... Oh, der Stern ist aber gefallen. Der Mercedes. Leg so gescheit ein. Kriegen wir nie was sein mit dir. Alle locker. Das platzt so. Gleich, aus allen Nähten. Aus allen Nähten. Jetzt müssen wir mal die Außenseiten auch noch ein bisschen dekorieren. Da sind noch ein paar Gummibärchen. Oh, das ist wieder Zipfel. Also Kerzen. Ich hätte einfach das alles mit Zuckerguss besudelt und dann ist das drüber geschmissen. Ganz abstrakt. Was hat es dann für Erwartungen für dieses Jahr Weihnachten? Was kriegt's? Wisst ihr schon? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich mache mir da keine Illusionen mehr. Ja, nicht. Zeiten der Playmobil-Burg sind einfach vorbei. Ja, aber sie gehen jetzt erst richtig los. Hoffentlich Der nicht. scheiß Stern halt nicht. Warte, tu ihm noch ein bisschen. Tu ihm noch ein bisschen einen Lohn. Kani, was sind deine Erwartungen für Weihnachten? Weltfrieden? Nein. Du weißt schon eigentlich, du hast am meisten gewünscht, dass Deutschland das Jahr WM gewinnt. Tu mal da hinten noch ein wenig durchdekorieren, weil da können wir ein bisschen was anblicken. Dann Zeiten. Ja, das war mein größter Wunsch gewesen. Wenn Deutschland, ich als Fußballfan, wenn Deutschland die WM in Katar gewonnen hätte. Ja, jetzt wird es doch Top-Favorit Marokko. Das stimmt. Zu Recht, aber. Ach so, du wolltest da die Gummibärchen nieder. Gummibärchen ein bisschen. Dann Reis. Also wurscht, du da einen. Nein! Oh fuck, jetzt hast du es falsch gemacht. Warum? Weiß ich nicht. Und dann Zeiten auch noch, dann können wir auch noch Gummibärchen hinpicken. Aber ich liebe das so, das Spritzgebäck verteilen. Ich glaube, das ist schon richtig deins, gell? Was sind denn so richtige blöd? blöde. Einfach mitten hier einen Flick macht. Ja, das passt, eh. Okay. So richtig blöde Wünsche, die man sich nicht mit Geld kaufen kann, Seppi. Was darfst du denn da wünschen? Dass das da endlich aufhört. Du sprichst unseren Hörern aus der Seele. Die denken sich, die dümmste Podcast-Folge aller Zeiten, schlechteste Lebkuchen-Anleitung aller Zeiten. Aber für die Anleitung können wir mir nichts. Das ist kein Weihnachtshaus. Also, da werden jetzt schon so viele wütende Kommentare drinstehen, so, das ist doch gar kein Haus. Vor allem die da ja jetzt quasi beim Zuhören mitbauen wollten. Die Anleitung ist total in die Hosen gegangen wahrscheinlich. Du müsst gescheit zuhören, ist offen. Also, es ist Eisenbahn. Definitiv. Das Wort Eisenbahn übrigens in dem Kontext wahnsinnig witzig. Sollte das nicht irgendwie verbunden sein? Ja, aber ich weiß nicht, ob man das nochmal angelangen darf, ohne das zusammenfallen. Das hätte man, glaube ich, mit den Gummibärchen mal sein. So, jetzt will ich immer noch wissen, was darfst du wünschen, dass du nicht mit Geld kaufen kannst? Nee, das war mir ernst. Ja, aber das geht nicht. Das kann man sich nämlich kaufen, du hättest nur Geld zahlen müssen. Ach so. Was das ja nicht mitmacht. Ja, Da habe ich als alter Kapitalist eigentlich überhaupt keine Wünsche, weil ich kaufe mir einfach alles, was ich haben möchte. aber das, was man nicht kaufen kann. Das ist nicht gemacht worden. Boah. Schaut euch das an. Also, Corby, was hast du für einen Wunsch? boah. Hätten wir uns da vorbereiten sollen, oder was? Hätte man machen können, man hat es gewusst. Also, was ich nicht mit Geld kaufen kann, das ist natürlich, dass andere Leute unseren Steady-Account abonnieren. Du kannst ja andere Leute Geld geben, dass sie ein Abo kriegen. Nein, keine Ahnung, was da ich mir wünschen. Ich würde mir einfach wünschen, dass es endlich einen dritten Teil von Kill Bill gibt. Das war doch mal was ganz interessant. Der Tarantino das jetzt hören darf Ich und weiß dann nicht, die sind alle schon so alt. sagen, ich mache Kill Bill 3. Nein, möchte ich nicht. Ist mir scheißegal, ob du das möchtest. Ich wünsche mir. Ich hätte gerne einen richtig gescheiten Cloverfield-Teil. Ja, Cloverfield war auch noch mal was cool, wenn da noch mal so richtig fett rausgekommen hat. Ihr wisst aber schon, dass man das alles kaufen kann, gell? Nein, ich kann es mir nicht kaufen. Was? Du persönlich, ja gut. Dann möchte ich einen Maybach. Ja, schau. Okay, habe das System falsch verstanden. Und ich würde mir wünschen, dass ich mal mit dem Ding, mit der Gang von James Franco und mit dem Seth Rogen zum Saufen gehen kann. Boah, das glaube ich, da nicht mehr überstehen. Ja, also das war mir wurscht, auch wenn ich danach hops gehe, war mir wurscht, aber ich möchte einmal mit denen richtig fortgehen und feiern, weil ich glaube, dass das Kasala ist. Aber jetzt zurück zum Ernst des Lebens. Also Leute, wir haben jetzt hier eine Weihnachtseisenbahn fertig gebaut. Ihr seht hier nochmal das Bild, wie es eigentlich ausschauen sollte. Ihr werdet sagen, Nah dran. völlig fantasielos, langweilig, scheiße. Hier, Liebe, Richtig Liebe fürs Detail, Auge fürs Detail. Kunst. Man muss Leidenschaft. Die Gummibärchen, die mit die Sterne da, die sind echt gut. Die kriegen wir dann auch wieder runter, weil die mag ich essen. Ansonsten, es hat natürlich auch Spaß gemacht, mit euch das zu machen. Mega. Geht so.
Das hat mich nur ein bisschen genervt und mir wird bestimmt nicht nerven, wenn ich das Ganze zusammenschneide. Das wird bestimmt eine Freude. Hast nicht, kannst du noch irgendwas sagen? Ich werde jetzt aus Fuß und 2 Flaschen Glühwein saufen. Dass man das einfach vergisst. Ja, ich möchte das nie wieder erleben müssen, so einen Schmarrn. Und ich hoffe, dass unsere Hörer uns deswegen nicht deabonnieren. Okay. Jetzt kann man aber vielleicht noch dazu sagen, dass wir ja noch was haben, dass wir einfach noch mal weitermachen können. Jetzt einfach nahtlos, einfach das nächste Projekt starten. Ich kann es jetzt halt auf alle Fälle Kommentare drunter schreiben. Bitte macht's weiter. Die Viva la Movilusion Weihnachtsküche, Weihnachtsbäckerei ist ganz toll, weil wir hätten noch ein Hexenhaus. Ein Weihnachtshexenhaus. Ich weiß zwar nicht, was ein Hexenhaus mit Weihnachten zum Tor hat. Es steht da nirgends Weihnachten drauf. Dieser Finstern, wo immer dazu. Aber es gibt es halt zu Weihnachten. Also, Das ist einfach das ganze Jahr drin liegt. Nein! für alle, die sich jetzt fragen, what the fuck, wieso habt ihr denn da noch was? Ich hab ihm wochenlang habe ich ihm gesagt, du hast nur einen Job, besorg dieses scheiß Weihnachtskuchenhaus und dann jeden Tag und hast es schon besorge ich noch. Locker, überall gibt es das. Ja, easy. Schickt er mir vor einer Woche das. Habe ich gesagt, was soll das? Ja, Zug, Weihnachtszug. Ja, das ist ein Weihnachtszug. Schreibt uns in die Kommentare, ob Züge, Eisenbahnen weihnachtlich sind. Definitiv. Dann hat er so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass er dann gesagt hat, okay, alles klar, ich schaue nochmal. Und hat dann das da gekauft. Da hat mir dann gestern ein Bild geschickt mit dem und dem Zug daneben. Da habe ich mir gedacht, hey, geht doch, schau. Und dann habe ich mir dann mal das angeschaut und habe dann geschrieben, der Zug ist besser. Hauptsache, ich habe mich wochenlang angefickt, die Mistsau und dann... Aber da hatten noch so nette Leute drauf gewesen. Ja, die hätten wir eigentlich kleine sitzen können. Eigentlich schon. Das sind voll die kleinen Fettschweine schon mal, ja. Die Fettschweine. Ja, die fressen den ganzen Tag Lebkuchen. Ja, brauchst du wundern, dass es gebodyshamed wird. Ansonsten, Entschuldigung, du hast jetzt falsch ausgedrückt, die sind mehrgewichtig. Mehrgewichtig sind die. Das ist internales Fettshaming, was wir da sonst betreiben. Gell? Das wollen wir natürlich nicht. Seppi, was sagst du? Hat dir das Spaß gemacht? Was merkst du? Ja, auf alle Fälle. Also ich versuche jetzt dann auch, dass ich mir beim Jochen Schweizer nochmal so einen Gutschein kaufe für 150 €, dass ich das Erlebnis nochmal haben darf. Das war so einschneidend. Ich werde das auf alle Fälle teilen mit allen Menschen auf der Welt. Gibt es eigentlich wirklich Leute, die Jochen Schweizer Gutscheine verschenken? Ich mache das regelmäßig. Was ist mit weil ich dir? finde, dass man einfach Erlebnisse schenken muss, weil materiellen Scheiß hat ja sowieso jeder. Man muss einfach Erinnerungen, die muss man schenken. Ja? Da ich auch sagen, und Da muss dafür, man möglichst viel Geld dafür zahlen, dass man möglichst wenig aushält. in dem Zuge, da ich sagen, verschenkt, wenn ihr Erlebnisse verschenken wollt, dann verschenkt ein Steady-Abo, weil die kann man nämlich auch verschenken von uns. Clever. Das kann man. Und dann kriegt sich nämlich noch mehr so bescheuerte Scheißfolgen wie halt. Oder ihr habt Glück, hört zu unserem Podcast regelmäßig und dann machen wir das nächste Video bei euch zu Hause. Und Ina schaut schon bei uns. Nein, machen wir nicht. Nein, bleiben wir nur da in dem Studio. Wir haben eigentlich darauf gewartet, dass noch jemand in Weihnachtsdessous durchs Beutel läuft, aber das hat nicht funktioniert. Der Zuckerguss ist in meine Hände geschmolzen. Das ist ein richtiger Schmierbratzen. Das hätte ich Vaseline überall. Oh, du bist ekelhafter. Da wird der keiner glauben. Öl. Genau, da wird der keiner glauben, dass du mit uns das da gemacht hast. Ja. Seit wann fährst du zum Wichsen fort? Ich werde einfach beim Lenkrad, als Lenkrad wird sich nicht bewegen und man nicht macht, was das ist. Da musst du Handschuhe fürs Autofahren organisieren. Oh ja, bestimmt. Das ist immer ganz gut. Also, lasst es nochmal auf euch wirken und Genau, schaut wünschen euch mal euch an. jetzt natürlich frohe Weihnachten, ein besinnliches Fest. Wenn Sehr ihr noch Tipps braucht, also wir wissen ja, dass ja alle Weihnachten ist mit der Familie, die man einmal im Jahr sieht, an Weihnachten. Und im Mog. Sitzen beieinander, weiß nicht so recht, was man verzeihen soll. Hört unseren Podcast. Oder wir wissen singt, dann ja. sofort, hey, was gibt es also für Themen, die man reden kann. Genau. So coole Sachen wie, was würdest du dir wünschen, was du dir nicht kaufen kannst? Weltfrieden, den Welthunger lösen. Und Cloverfield. Und Cloverfield, Kill Bill 3. An Maywach, die man sich schon kaufen kann. Mehr Steady-Abos. Mehr Steady-Abos, ja. Aber gut, dann. Saufer gehen mit Seth Rogen und mit James Franco. So die coolen Sachen, also coole Gespräche auf alle Fälle. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast. Nee, von Christmasland. Singen wir noch? Heilige Nacht. Ist das auch noch? Stille Nacht.